irgendeinen diesen Vers gibt, Kul hu Allahu ahad, Allahu samad, er wird sagen, das ist Gott. Geh zu einem Kind in den Kindergarten, was auch eine unbeeinflusste Natur hat. Gib ihm diese Verse, wird sagen, ja, das ist Gott. Aber wenn du zu jemandem gehst und sagst, ja, Gott hat Schmerzen im Herzen gehabt, der alles erschaffen hat, und hat gerungen mit dem eigenen Schöpfer, was er erschaffen hat, wird er sagen, das ist nicht Gott. Ist nicht mein Gott. Wie gesagt, das erstmal zur Beschreibung, wen wir anbeten, ja? Wen wir anbeten. Und dann müssen wir auch wissen, dass Allah von der Schöpfung ein deutlich getrenntes Wesen ist. Weil es gibt Leute, die denken, ich habe schon gesagt, andere Dimensionen. Gott lebt in seiner Schöpfung, ja? Zum Beispiel, Gott ist in dir, in mir, in diesem Menschen, diesem Menschen. Dann brauchen sie nur zu behaupten, dass in irgendeinem Menschen die Existenz Gottes zentriert ist. Und das ist dann eine Berechtigung, diesen Menschen anzubeten, weil man sagt, ja, in diesem Menschen ist die Existenz Gottes zentriert. Aber wir Muslime sagen, Allah und seine Schöpfung ist ein deutlich getrenntes Wesen. Sind deutlich voneinander getrennte Wesen. Es gibt nur den Schöpfer und die Schöpfung. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, zum Beispiel, ja, dieses Mikrofon, da ist Gott drin, ja, dann könnte jemand kommen, ja, spielt das Mikrofon an. Und das ist der Anfang vom Götzendienst, weil er sagt, ja, ist ja Gott da drin in dem Mikrofon. Das nur ganz kurz dazu. Dann kommt dieses Wort Islam, wir haben gesagt, Islam, Ergebung dem einen wahren Gott gegenüber, kommt von dem Wort auch Salama, ist mit dem Wort Salama verwandt. Und Salama heißt so viel wie in Frieden leben, in Sicherheit leben. Und wenn wir das Wort auf diese Art betrachten, dann ist jemand, der ein Muslim ist, der sich Gott ergibt, jemand, der sich dem allmächtigen Gott ergibt und dadurch Frieden und Sicherheit für sich selber erlangt. Inneren Frieden, weil wir sagen, wenn Gott dich erschaffen hat, dass du dich ihm hingibst und du lebst wirklich danach, wirst du inneren Frieden bekommen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du erlangst. Und natürlich auch die Sicherheit im Jenseits. Denn der wahre Wort der Sicherheit und des Friedens ist das Jenseits. Wie wird das Paradies auch genannt? Darus Salam, das Haus des Friedens. Das du erreichst, indem du dich Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, hingibst. So, und an dieser, wenn man das Wort so betrachtet, dass man sich Gott hingibt, dass man sich Gott ergibt, dass man dadurch Frieden für sich selber erlangt und Sicherheit, wenn man so das Wort Islam betrachtet, dann kann man da erkennen, dass die Verhaltensweise, das Verhaltensmuster von allen anerkannten und respektierten Propheten des allmächtigen Gottes ist. Von allen. Man kann es ruhig nachprüfen. Wenn jetzt jemand Christ ist, er soll bitte zu seiner Bibel gehen und soll sich angucken, wie die Propheten gelebt haben. Jesus a.s., was hat er gemacht? Er hat sich Gott hingegeben. Isa a.s. laut Bibel, Matthäus 26, Vers 39, und er ging 3 Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zum allmächtigen Gott. Und wir müssen uns Jesus als Vorbild nehmen. Und Jesus war ein Diener des allmächtigen Gottes und deswegen müssen wir auch Diener des allmächtigen Gottes sein. Und nicht Diener von Jesus. Denn Jesus hat nicht den Menschen beigebracht, dass man Jesus anbeten soll, sondern Jesus hat den Menschen beigebracht, wie sie den anbeten sollen, den er angebetet hat, für den er gefastet hat, für den er sich hingegeben hat. Schau nach, geh in die Bibel, schau nach, geh in deine Bibel, wo ich sage, es verfälscht, du wirst keinen einzigen Vers sehen, keinen einzigen Vers, wo irgendein Prophet sagt, man soll ihn anbeten, er wäre Gott, er wäre der inkarnierte Gott, sondern wir sehen, dass die Propheten beibringen, dass man Gott alleine anbeten soll. Und das ist Hingabe, das ist Ergebung, dass du dich Gott alleine hingibst. Ich frage dich beispielsweise, welche Religion hatte Jesus? Viele sagen mir, Jesus war Jude. Mashallah, wenn Jesus Jude war, warum bist du kein Jude? Dann sagt er, ja, nee, Jesus war Christ. Ja, bitte zeig mir einen Vers in der Bibel, wo Jesus sagt, nennt meine Religion Christentum. Aber ich frage dich, war Jesus ein Gottergebener, als er mit seinem Gesicht zu Boden fiel? Sagt er, ja, Jesus war ein Gottergebener. Und was heißt Gottergebener auf Arabisch? Muslim. Also hast du gerade gesagt, Jesus war ein Muslim. Alhamdulillah, sei du auch ein Muslim. Alhamdulillah, sehr wichtig. Und deswegen Islam sagt, wir sagen, dass der Islam die Wiedererscheinung der Urreligion von Adam in der vollendeten Form ist. Wer sagt das? Das sage nicht ich, das sagt der Koran. Und da steht im Koran, Sure 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferstehen lassen, dass sie bei den Menschen berichten, dient Allah und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Das war alles.
Das ist die Grundbotschaft. Egal welche Zeit, egal welche Sprache, egal in welchem Land, egal welche Hautfarbe die Menschen haben, das ist die Botschaft. Diene Gott alleine. Bete kein blaues Auge an, bete kein Grab an, bete nicht irgendwas an, bete Allah alleine an. Es könnte vielleicht jemand sagen, ja warte mal, die Muslime, die beten ja die Kaaba an. Wir Muslime beten nicht die Kaaba an. Wir Muslime beten in Richtung Kaaba, weil der Prophet sallallahu, weil Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran befiehlt. Warum? Eine Weisheit von ihm, dass wir alle eine Gebetsrichtung haben. Dass wir uns vereinigen an dieser Gebetsrichtung, aber die Kaaba kann dir nichts helfen. Die Kaaba, subhanallah, der Prophet sallallahu sagt, das Blut von einem einzigen Gottergebenen ist mehr, also für Allah, sinngemäß, Allah wäre es lieber, dass jemand die Kaaba in Stücke haut, Stück für Stück, als dass das Blut von einem einzigen Gottergebenen vergossen wird. Das heißt, das ist die Richtung. Wir sagen auch nicht, der Christ betet die Wand an, wenn er in der Kirche Richtung Wand betet. Und übrigens sind viele Kirchen überhaupt in Deutschland Richtung Jerusalem ausgerichtet, wie ich gehört habe. Und wenn man jetzt wirklich betrachtet, wir sagen, die Bibel ist verändert worden. Wir sagen, die Bibel ist verändert worden. Das ist unser Glaube, weil es im Koran steht. Nicht um jemanden zu beleidigen, aber Allah sagt ganz deutlich im Koran, in Sure 2, Vers 75, hofft ihr etwa, dass sie euch glauben? وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Wünscht ihr etwas, sie euch Glauben schenken, wo doch ein Teil von ihnen das Wort Allahs schon gehört hat und es dann danach wissentlich verdreht hat und sie wissen es. Und dann im selben Atemzug liest du 4 Verse weiter, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denjenigen, die das Buch mit der eigenen Hand schreiben und dann sagen, dies ist von Allah und damit einen geringen Preis zu erkaufen. Und dann schauen wir uns die Bibel an. Da finden wir zum Beispiel in Lukas 1, ganz am Anfang steht, lieber Theophilus, schon viele haben es unternommen, das, was sich uns ereignet hat, aufzuschreiben. So habe auch ich mich entschlossen, lieber Theophilus, das nach bestem Gewissen und Gewissen aufzuschreiben. Das heißt, er sagt hier, er schreibt einen Brief, ja, an Theophilus, und er sagt ja an keiner Stelle, dass er jetzt das Wort Gottes verfasst. Im Gegenteil, er sagt, dass er das vom eigenen Recherchieren aufschreibt. Wie fängt der Koran an? Wie fängt der Koran an? Der Koran sagt ganz deutlich, an wie vielen Versen? Ar-Rahman allama al-Quran. Der Al-Abama hat den Koran herabgesandt. Tanzil, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab la rayba fi, Hudan lil-Muttaqin und so weiter. So viele Verse, bestimmt 40 Verse, wo Allah sagt, dies ist das Buch von Allah. Dann guckst du dir zum Beispiel an, Genesis, die Schöpfungsgeschichte. Wovon ist Tag und Nacht abhängig? Von Himmelskörpern, oder? Ja, weil die Sonne ist ja da. Und dadurch, und die Erde und Sonne und wie die Himmelskörper aufeinander wirken, wenn die Sonne also auf der anderen Seite steht, haben wir Nacht. Und wenn wir auf der Seite stehen, wo die Sonne ist, haben wir Tag, richtig. Und dort steht, dass Tag und Nacht erschaffen worden sind vor der Erde. Das heißt, hat dann das Licht ausgeknipst. Das ist der Punkt, den ich bringe. Ja? Es steht, Tag und Nacht sind erschaffen worden vor der Erde. Wie kann es Tag und Nacht geben ohne Erde? Weil wir wissen ganz genau, dass es Nacht ist, wenn die Sonne auf der anderen Seite der Erdkugel ist. Alhamdulillah. Das nur dazu, nicht um einen zu beleidigen, sondern nur um jemanden, bitteschön, wenn jemand darauf eine Antwort hat, der kann ruhig nachher zu mir kommen, mir das sagen, kein Problem. Wir sind gerne bereit für Diskussionen, aber man sollte sich einfach nur Gedanken machen. Das ist der richtige Weg. Hier.